Zu viel Speck in der Bauchgegend? Lust auf einen muskulöseren Body? Oder einfach der Wunsch, Gewicht zu verlieren? Kassensturz und K-Tipp testen 10 Personenwagen, die Fett und Muskeln messen. Wie gut ist die teuerste? Was kann die günstigste? Wie genau sind die Messungen von Muskeln und Fett? Freiwillige testen im Labor in Stuttgart mit Testleiterin Paula Zeller die Wagen. Insgesamt 10 Personen, unterschiedlich in Alter und Gewicht. Diese beiden haben selber eine solche Waage zu Hause. Die war jetzt auch nicht so unfassbar teuer. Die hat auch nicht so viele Eigenschaften. Aber ich fand es ganz interessant, mal so ein paar Werte zu sehen. Ich habe in der Familie Supersportler, wo extrem danach gucken. Ich jetzt nicht so sehr, aber es wäre schon interessant zu wissen. Ja. Jede Person steht zweimal auf jede Waage. Für gute Resultate sind Regeln beim Messen zu beachten. Am besten immer bei gleichen Bedingungen, zum Beispiel morgens. Man steht auf, duscht, trocknet sich seine Füße leicht ab, dann auf nüchternen Magen die Füße nicht eincremen oder so und auch gut abtrocknen und dann barfuß sich auf die Waage draufstellen. Und so funktioniert das Fettmuskelmessen. Die Waage schickt, wenn man draufsteht, einen schwachen, nicht spürbaren Wechselstrom durch den Körper. Muskeln leiten den Strom besser als Fett. Daraus berechnen die Wagen mit eingebauter Software, wie viel Fett oder Muskeln jemand hat. Zusammen mit Zusatzdaten wie Geschlecht, Alter und Fitness. Beim Gewichtmessen wird tatsächlich quasi der Wert, was man wiegt, gemessen. Und bei der Körperanalyse von Fett und Muskelmasse wird mehr auf die Software zurückgegriffen. Quasi Datensätze, wo gesammelt worden sind bei verschiedenen Personen, Geschlecht und Alter und Körperzusammensetzung, wird dann quasi so geguckt, ungefähr hast du vielleicht diesen Muskelanteil im Körper und diesen Fettanteil. Die Resultate der getesteten Wagen werden verglichen mit einer Referenzmessung auf einem Profigerät. Solche Profigeräte stehen normalerweise in Arztpraxen, auch hier am Unispital in Zürich. Philipp Gerber ist Arzt und Stoffwechselspezialist und betreut oft Menschen mit Übergewicht. Eine Körperfettwaage zu Hause könne helfen beim Abnehmen, sagt er. Es ist leider so, dass beim Gewichtreduzieren meistens auch Muskelgewebe verloren geht. Und das Ziel ist natürlich aber schon, dass möglichst viel Fett verloren geht, möglichst wenig Muskel. Da gibt es Massnahmen, körperliche Aktivität, genügend Eiweiß. Und da kann natürlich so eine Waage ein bisschen helfen, um zu sagen, ist man da auf dem richtigen Weg oder nicht. Wie genau wägen nun die Körperanalysewagen? Zuerst die Fettmessung. Am schlechtesten misst ausgerechnet die teuerste Waage. Die Withings Body Smart liegt im Durchschnitt 6% neben der Referenzmessung. Withings vermutet, dass nicht korrekt gemessen wurde. Es können übermäßig feuchte Füße die bioelektrische Impedanzmessung beeinflussen. Wir haben auch eine Messung durchgeführt mit feuchten Füßen und eine Referenzmessung ohne feuchte Füße. Und dabei haben wir keine großen Abweichungen festgestellt. Am genauesten misst die Waage von Sanitas das Körperfett. Sie liegt 3% neben der Profiwaage. Alle Wagen zeigen die Fettmenge ungenau an. Tendenziell eher zu viel, aber man kann es nicht pauschal sagen. Also manche auch zu wenig. Also es schwankt extrem. Also man kann nicht wirklich genau auf die Messwerte gehen, was sie anzeigen, die Wagen. Noch ungenauer sind die Wagen bei der Muskelmasse. Auch hier die schlechteste, die teure Withings. Sie wich um satte 28% vom Profigerät ab. Withings sagt, ihre Waage schließe neben Skelettmuskeln eben auch Herz- und Organmuskeln mit ein. Ungenügend mit Note 2,8 die Waage von Withings mit ungenauer Körperanalyse. Die Waage von Decathlon Note 3,4. Decathlon schreibt, ihre Waage sei ein Lifestyle-Gerät, kein medizinisches Produkt. Ebenfalls ungenügend das Produkt von Omron. Note 3,6.
Ungenügend auch die Waage von Xiaomi und König sowie von Sanitas. Sanitas sagt, bei den schlechten Muskelwerten müsse ein Messfehler in Betracht gezogen werden. Ungenaue Fett- und Muskelwerte. Was sagt Philipp Gerber vom Unispital Zürich? Soll man solche Wagen überhaupt verwenden? Ich glaube, wenn man eine ganz präzise Standortbestimmung zu einem gewissen Zeitpunkt haben will, dann lohnt es sich schon, vielleicht eine professionellere Messung noch machen zu lassen. Wenn man einfach so ein bisschen, zum Beispiel wenn man Gewicht reduziert, den Trend über die Zeit verfolgen will, dann kann das schon gewisse Angaben machen, so auch eine einfachere Waage. Zum Schluss noch das Testkriterium Handhabung. 6 von 10 Wagen verlangen zur Benutzung eine App. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass man einfach seine Ergebnisse sehr, sehr schön veranschaulicht hat in der App, auch über einen längeren Zeitraum. Du kannst gucken, von einem halben Jahr, wie hatte ich da meine Körperzusammensetzung, was hat mein Training oder meine Ernährung auch meine Körperzusammensetzung beeinflusst. Das lässt sich gut in der App darstellen. Ein Produkt ließ sich im Labor nicht mit der App verbinden, trotz mehrfachen Versuchen mit 2 Exemplaren. Nicht getestet Terraillon. Der Hersteller sagt, bei ihrer Nachkontrolle seien keine Verbindungsprobleme aufgetreten. Genügend mit Note 4,7 die günstigste Waage von Intertronic. Sie war gut bei der Muskelmessung, hat aber keine App. Gut mit Note 4,8 die Shape Sense von Söhnle. Der Testsieger, die Waage von Beurer für 37,70 Franken. Die Waage von Beurer meisterte die Fett- und Muskelmessung am besten. Fazit: Um den Verlauf zu kontrollieren, dünn die Fitnesswagen, aber nicht fürs genaue Messen. Missest du deine Fitness oder bist kritisch gegenüber dem Tracking? Schreib es uns in die Kommentare. Da kannst du unseren Kanal abonnieren und da findest du weitere Tests vom Kassensturz.